Der Grad der Selbstversorgung mit Obst und Gemüse ist im Moment noch ganz niedrig. Je nach Obst und Gemüsesorte liegt das zwischen 15%. An den letzten Jahren ist uns leider für ein Auge gefordert gehen, wie fragil es kann sein, Einzelversorgungswehr für Waren zu kriegen. Allschrak für eine Selbstversorgung mit hochwertigen lokalen Esswaren zu eigen, also Schrak an die richtige Richtung. Als bitte jener Region gute Konditionen für heimisches Obst und Gemüse uplands. Wir begrüßen dafür heraus, dass wir noch verstärkt auf den Weg gehen vom Obst an Gemüsebau an den Zehren. Hier kann Obst und Gemüse an optimale Konditionen angebaut gehen. Es gilt also, das Gesetz so sehr wie möglich und unkompliziert umzusetzen. Der Obst- und Gemüsebauer muss vom ersten Moment an, von die Hilfe anfällt, klar wissen, ob was sich anlässt. Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit muss klar definiert gehen. Es muss verhindert gehen, dass verstoppte Nachfolgekosten nachkommen. Davor für eine Autorisation zu kriegen, müssen sehr an unbürokratisch aufgewickelt gehen. Es stellt sich auch die Frage, ob es wirklich sinnvoll wäre, die minimale Envelope auf 1 Million Euro festzulegen. Dann hätte noch Fleisch können den Obst- und Gemüsebau einen kleinen Kader fördern. Ich meine, wenn wir Erfahrungen haben an diesem Bereich, kann ich vielleicht in der Zukunft eigentlich über diese Idee nachdenken. Erlaubt man nach ein Wort über die Vermärkte vom Lützeburger Obst und Gemüse zu verlieren. Die Bauern, die auf dem Weg gehen, für Obst- und Gemüseproduktion zu stärken, müssen keine mit der nötigen Unterstützung rechnen. Dem Landwirtschaftsministerium misst eine konsequente Politik für die hochwertigen Lebensmittel produzieren und den Fokus vom Konsument zu regeln. Das ist also auch eine Frage von den Kosten. Gerade leckt mit einem kleinen Portemonnaie fällt es dann schwer, Lokalprodukte für an der importierten Ware vorzuziehen. Wir hoffen es mit diesem Gesetz, dass lokale Regionalprodukte ein bisschen mehr erschwinglich gehen für jeden. Und hat man dann darauf anzugehen, der Verkauf, die Vermarktung, das ist das Wichtigste für die Zukunft von den Zehren. Wenn es nicht gelingt, Hand dran einen Markt aufzubauen, für dass wir diese Produkte, die als Bauern erschaffen, da kommen wir nicht voran. Und da wird der ganze Invest, wenn ich so darf, so für die Katz. Und ich meine, das darf nicht sein. Wir müssen unbedingt es gelingen, einen Markthandel aufzubauen. Da muss ich vielleicht mal über eine Wehr an der Verkehrsstrategie nachdenken. Wir erlauben auch noch ein Wort zu den Normen. Die leihen wir ein bisschen um. Und ich meine, da muss ich darüber nachdenken, für die Normen, die Vorschriften, die wir am Mengen haben, dass unsinnig sind, müssen ein bisschen mehr abweichen. Weil Natur schafft nicht nur Normen, das ist der Mensch mit Naturschaften und Naturprodukten. Wir sollen auch gut werden, da können verkaufen, auch was wir nicht gerade an Normen entsprechen. Und ich meine, in dem Sinn, da gibt man Zustimmung zu diesem Gesetz. Merci. Merci, Herr Engelen.